Mein Name ist Sinno, ich bin 25, bin DJ, Producer und Live-Artist. Kultur ist ein Hauptgrund, wieso ich Musik mache. Ich würde gerne meine Kultur zeigen, in Form von Fusion Music. Ich komme ursprünglich aus Indien, genauer Punjab, ist im Norden von Indien. Dort ist die Musik extrem im Vordergrund, auch in einer Religion. Heilige Schriften werden musikalisch gesungen. Aufgewachsen ist es teilweise schwierig gewesen, weil ich halt anders aussehe. Ich habe lange Haare, einen Turban. Vor allem, weil ich halt lange Haare hatte, hat man zuerst gemeint, ich bin ein Mädchen. Dementsprechend Eltern wurden gesagt, ja, wir schneiden die Haare, damit einfach da besser funktioniert. Ja, das war schwierig, bin ich auch jeden Tag wütend heimgekommen, weil entweder mein Turban aufgegangen ist, weil Leute da auch drum angelangt haben. Bis zur 5. Klasse hatte ich noch kurze Haare und ab dann habe ich den Wechsel mal gemacht, bin dann so mit dem Turban wieder in die Klasse. Das war voll okay. Ab einem gewissen Zeitpunkt, auch einem gewissen Alter, ist dann Akzeptanz da gewesen. Also ich bin mit Musik aufgewachsen und seit ich da in den Ausgang bin, ja, hat mir das so ein bisschen gefällt, dass die Musik und Kultur in Einklang ist, obwohl eigentlich Musik extrem viel mit Kultur zu tun hat. Bei mir war Musik schon immer im Vordergrund, auch als Gast. Ich bin in die Szene hineingerutscht wegen der Musik und bin jetzt da wegen der Musik. Ich habe noch nie irgendwas konsumiert, also ich habe noch nie Alkohol getrunken, noch nicht geraucht, keine Drogen, aber etwas, wo ich auch nie den Reiz hatte. Also ich brauche, ja, das ist halt wieder so ein Klischee, so ich brauche keinen Alkohol zum Spaß haben. Aber es ist wirklich so, ich brauche den Konsum oder ich brauche den Rausch nicht, um irgendwo hinzugehen, damit ich dort sein kann. Und da ist auch sicher etwas, neben dem kulturellen Aspekt, den ich als Message weitergeben will. Wir sind heute in einer Szene, wo Musik nicht 100% im Vordergrund ist. Man geht auch irgendwo vielleicht hin, einfach wegen der Szene. Hauptsächlich bin ich DJ, ich lege Tracks auf und während meiner Tracks habe ich ein Element, das ich dann live dazu spiele. Einmal ist es ein Tabla, das ist ein indisches Percussion-Instrument, das dann mit einem Mic angeschlossen ist. Und einmal ist es ein elektronische Drum, wo ich jedes Instrument drauf programmiert habe. Ein Conga, ein Bongo, ein Darbuka. Je nach Lied wähle ich dann aus. Die meisten indischen Tracks habe ich meine Tabla eher drauf, und aber bei anderen Liedern passt halt mehr ein Conga oder ein Bongo. Dann spiele ich halt eher die. Ziel ist wirklich, dass ich eine Weltkarte habe in meinem Set. Oder? Dass ich sehr viele Kulturen vereine. Dass ich zeige, dass einfach Musik keine Barriere hat. Die Reaktionen sind sehr, sehr positiv. Immer nach meinem Set bekomme ich sehr viel positives Feedback über musikalisch, klar, weil es auch etwas Neues ist für sie. Es ist etwas, was sie noch nie gehört haben. Aber was mich glücklich macht, ist, dass sie selber Interesse zeigen und sie mehr hinter der Musik verstehen, was genau dahinter ist, also mein kultureller Aspekt. Und da finde ich extrem schön, dass sie genau meine Message, die ich einfach habe, dass die ankommt, dass ich der Repräsentant bin von meiner Kultur. Ich kann gut behaupten, dass mein Vater sicher der grösste Supporter ist, weil immer, wenn mein Onkel oder so am Telefon ist, heisst ja, es ist real gesehen oder hast du geliked. Weil es ist auch für sie halt auch etwas vertraut. Wenn ich zum Beispiel ein traditionell indisches Lied nehme und einen Remix tue und sie sehen, dass ich es vor den Leuten spiele, ja, haben sie auch Freude, oder? Weil sie tanzen ja auch so Musik. Am Schluss mache ich meine Musik auch für mich. Ich finde es cool, dass das gut ankommt. Ich stehe hinter dieser Musik, ich finde sie cool, ich würde sie gerne zeigen.